Das glaubst du ja nicht. 16 Schüsse. 16 Schüsse in den Huren Affinnen da. Wir sehen es unten rechts. 16 Schüsse, all ein Treffer. Aber nein, 94% klettern die einfach immer noch weiter auflaufen. Danke vielmals. Nächstes Beispiel. Hotwire. Jetzt kommt dann da ein Fahrzeug auf. Nehmen wir den MP5. Fahrer wird abgeknallt, Beifahrer steigt aus. Ich nehme den Granatwerferaufsatz voll in den Ranzen rein. Und so wie ich das doch gesehen habe, ist das ein gottverdammter Hitmarker. Ein Hitmarker mit dem GWA muss man alles so bearbeiten, dass man wenigstens Freude hat an den Explosionen. Nächstes Beispiel. Ja, wir gehen mal den Lift auf und so wie wir es kennen, warten immer alle hier oben entweder mit C4. Heute habe ich Glück gehabt. Gut. Da, der eine weg. Zweit, das halbes Magazin rein. Nein, wir sterben beide gleichzeitig, ist ja klar. Der schneller schiesst, stirbt er schneller. Genau. Dankeschön. Hardcore. Da gerecht bin ich gestorben, habe nicht schiessen, ist wirklich alles richtig gewesen. Denke mir, ja gut, tun wir noch schnell das Medikit rein. Hardcore sicher ganz wichtig, dass man immer mit 100% in den Kampf hineingeht. Wir spawnen. Ja, wir spawnen an einem super Ort. Zack, von links verschossen. Vor mir war auch noch einer, hat mich nicht Wunder genommen, wenn auf meinem Kopf auch noch ein Gegner gespawnt wäre. Aber nein. Sagen wir, ja gut, kann mal passieren, oder? Spawnen wir doch nochmal, vielleicht haben wir Glück. Zack. Und schon sind wir wieder im Spiel und ich sehe dort hinten irgendwo so ein rotes Licht, das auf mich zielt. Super, hey, ich bin erst gerade gespawnt. Kannst nicht einmal aufstehen und schauen, von wo das Licht kommt und schon bist du tot. Und jetzt kommen wir zum letzten Beispiel, bevor es mir da den Nuki ganz raushaut. Ich könnte wirklich brüllen. Da, hey, Hardcore. Ich sehe das Blut doch dort hinten noch spritzen. Jedem anderen Hardcore wäre tot. Gut, der rennt, hä? Denke ich mir, ja gut, schiessen wir doch nochmal. 2 Treffer hatte ich sicher gehabt. Er lebt immer noch. Aber nein, oben runtergumpen und in 2 Meter Höhe den Fallschirm aufmachen, das geht. Und dann kommt natürlich sein Kollege Gessing mit 100%. Und ich verrecke. Ja, das sind ein paar negative Punkte zum Battlefield Hardline, die mich eigentlich die ganze Zeit in diesem Spiel begleitet. Und es schießt mich leicht an. Darum versuche ich es jetzt einfach mal ganz schnell, mal wieder mit der Motivation ein bisschen raufzukommen und sage mal: Hey liebe Leute, Mr. J. Mike und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Battlefield Hardline und zwar im Spielmodus Überfall. Als Räuber gehen wir da ein paar Taschen klauen und machen es der Polizei recht schwer. Hoffentlich auch. Und ja, wie wir da ein bisschen, sage ich mal, im Intro gesehen haben, hakt es ein bisschen bei Battlefield Hardline. Es hat doch noch ein paar Sachen, die mir jetzt persönlich und ich denke auch noch anderen Spielen ein bisschen auf den Geist gehen. Ich fange mal an mit diesen Waffen, also wo man wirklich ein halbes Magazin in die Leute reinlassen kann und sie sterben einfach nicht. Sie sterben einfach nicht. Oder immer die Double Knockouts, dass man wirklich beide miteinander sterben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass beide miteinander gleich zielen und schiessen, ist ja so extrem klein. Aber nein, es funktioniert immer wieder, es passiert immer wieder. Dann overpowerte Waffen, dort muss ich vielleicht meine Meinung zurücknehmen vom letzten Commentary, wo ich gesagt habe, es gibt fast keine OP-Waffen und ich habe doch ein paar gesehen, wie der Robin, der Magister, schon gesagt hat, MPX und K10, das sind wirklich Hurenbiester. Müsste man vielleicht ein bisschen oben runterschrauben, weil gegen die hat man eigentlich fast keine Chance. Dann noch anderes Zeug, was haben wir noch? Ja, das nicht Spanfäger, sondern das Spawn-System da. Das ist miserabel im TDM, also TDM gross mit 64 Spielen. Das kann einfach nicht funktionieren. Man spawnt und rund um sich hat man schon 5 Gegner. Es geht einfach nicht. Wieso kann man dort nicht einfach ein TDM klein machen? Mit 2 gleicht. Man läuft eigentlich immer einem Gegner über den Weg. Wieso kann man das nicht klein machen? Muss man wirklich warten, bis man wieder die dedizierte Server, bis man die eigenen Server kann kaufen, mieten und dann die Spieleranzahl kann oben runterschrauben. Also dort müsste man wirklich etwas machen, weil irgendwann geht der Spass einfach ein bisschen verloren, wenn man immer wieder spawnt und man stirbt und stirbt und stirbt und kann nichts machen. Ja, das wäre mal zum Battlefield Hardline. Ich will gar nicht weiter auf das eingehen. Ich muss ein bisschen schauen, mit den Videos machen. Es ist jetzt eine Woche wieder her. Ich habe leider, wie die einen wissen, oder ihr wisst es glaube ich noch gar nicht, darum tue ich es da mal schnell erklären. Ich habe bis jetzt eine Fahrprüfung noch nie gemacht. Ich habe es einfach nie gebraucht. In der Stadt Zürich ist man mit dem Auto eigentlich schlecht unterwegs. Da ist man mit der ÖV 100-mal schneller.
Aber weil ich nicht weiss, wie meine weitere Arbeitszukunft wird aussehen, ob ich jetzt weiter da arbeite, wo ich arbeite, ist es doch immer wichtig, dass man für eine Stelle einen Führerausweis hat oder eigentlich, ja, oder ein persönliches Auto. Darum habe ich gesagt, weißt du was, Matteo, mach dir doch mal den Führerausweis. Und dann habe ich es gemacht, Montag, also letzten Montag habe ich angefangen zu fahren. Und dann hat es einen Fußgängerstreifen gegeben und dort ist einer so fast aus dem Wald rausgekommen und wir sind uns nicht sicher gewesen, ob er jetzt über den Fußgängerstreifen will oder nicht. Dann haben wir beide angefangen zu bremsen und merken, mal, der will noch drüber. Dann haben wir gebremst, dann kommt hinter uns noch ein schönes Auto, mag auch bremsen. Nur kommt hinten dran noch ein schöner Lieferwagen. Mit etwa 40 bis 50 km/h donnert er ins hintere Fahrzeug rein und das donnert voll gerade in uns rein. Und ja, erste Fahrstunde, in den ersten 20 Minuten fährt einer wirklich voll hinten rein. Was hat das zur Folge? Ich habe hohen Grindweh und es war mir schlecht gewesen. Grindweh geht und kommt, Schulterschmerzen, also wirklich Schleudertrauma hatte ich leider gehabt. Und ich weiss nicht, wie es momentan aussieht mit Gamen und weiss nicht was, weil das Kopfweh kommt und geht immer wieder. Und ich hoffe, es geht irgendwann mal ganz weg. Und wäre das nicht der Fall, ja, dann glaube ich, haben wir bei mir eine grössere Pause, was Zocken anbelangt. Aber ich habe wiederum eine gute Nachricht. Der Rufus, der hat sich jetzt eine PS4 zugetan, natürlich auch das Battlefield Hardline. Darum hoffe ich, dass er dort vielleicht mir auch wieder ein bisschen unter die Arme greifen kann und dass er wieder ein paar Videos macht. Dann kann ich da mal wieder ein Päuschen machen, auch wenn es mir wirklich, ehrlich gesagt, anschießt. Weil es macht doch wirklich Spass. Ja. Ich weiss gar nicht, wie lange das Video im Hintergrund geht. Da muss ich jetzt schnell nachschauen, nicht, dass ich da zu lang quassle oder sogar noch zu kurz. Ja, 7,5 Minuten und jetzt sind wir bei guten, was haben wir da? Wo ist die Zeit? Ja, 7,16. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ich mich verabschieden. Ich wünsche euch noch eine gute Woche und ich hoffe, man hört sich im nächsten Commentary. Macht's gut. Tschüss zusammen.